Mir freut es von das Morgens war hier zu sein und Gott sein Wort verbringen. Wo die in de Bibel opslaan nog een paar versen lezen uit 5 Mose kapitel 6, vers 34 vers 9. Vijfde Mose kapitel 6 vers 34 Dit wil God zijn dat Israël wat ze zouden doen met zijn gezag. Kan ik weer vragen nog een glas water hier gaan brengen? Vielleicht wordt mijn hals dreig worden. Maar eenmaal passiert dat, eenmaal dat niet. Okay, weil wir lesen, was Gott sagt, dass dort Israel wens wat ze zullen doen met het gezag. Hij zegt, horcht je Israëlieten, de Herr en de Herr alleen is God. Je zullen dem Herrn, jullie God, met jullie ganze hart goed zijn, oder leven, en met jullie ganze ziel, en met al jullie kracht. Deze weer die ik jullie vertel geef, zal je niet vergeten. Schop jullie keer op met die, red van die, wanneer je aan jullie huis zetten, wanneer je reizen, wanneer je dood zaten en wanneer je opstonden. Bindt er aan de hand op een zadel en om stieren en een hengsel. En schrift er aan jullie deren gerechte en aan de poort te jullie stad. Sehr klar, nicht so? Ich will von der reden über ein Thema. Das ist vielleicht interessant. Ich habe, Dankeschön. Ich habe mich mit einer Frau beschäftigt, und der letzte Tipp, mir wurde die Frau immer geraten. Besonders mir ist es in meinem Leben, in mein christliches Leben, sehr wichtig gewesen, was Gott sein Wort ist, und ich will bloß ein klein bisschen sagen, woran mir Gott sein Wort so wichtig ist, die Bibel. Wenn ich zum Glauben komme, ich meine Frau, ich habe das ihr gesagt, weil Vater nicht, wer erst hier war, das nicht gehört hat, ich will bloß sagen, das ist das. Mir wird gelehrt, Praxis, die meiste von Jüngern gelehrt werden, du kannst das. Nie muss nicht weiten auf die weiblichen Gottes Kind bist. Dat wird mich so angeschaut, dass ich glaube dort wirklich. Ich kann sehr wenig von Gott sein Wort, ich kann die was verfolgen und so weiter. Aber da wird mich angeschaut. Doch kommen da, dann der Gott mir sozusagen Geneckpfoten. Ich will nicht sagen, nicht in Einzelheiten angehen. Geneckpfoten, dann mit mir handeln und sagt, John, das ist Zeit, dass du dein Leben ändern darfst. Ich ging für die zweite Nacht für mein Bad und sagte, Gott, wenn du so ist, dass der Mensch dort kann weiten, dass er geraten ist, dort, wo ich nicht gleich, wo der mählich ist, dann hier sein ich möchte, dass du mir wiesen das, aber Herr, du hast mir dort wiesen machen an Gott sein Wort, an dein Wort. Wenn ich glaube, dass all die Menschen, die dort sein, dass sie weiten dort, die sind falsch. Ich glaube nicht, dass dort mählich ist, aber nur möchte ich dort weiten. Wenn ich will weiten, wo ich hinkomme, ich will weiten, wo ich kann von meinen Sinnen schon loskommen und dort weiten, dass meine Sinnen schon vergebt ist. Ich sage, Gott, du hast mir jemanden ein Verlangen geben, ein Hunger und Durst geben, nur die Wort. Du hast mir jemanden wiesen, du hast mir den Wort jemanden offenbaren, so dass ich dort verstehen kann. Wenn ich kann doch nicht verstehen, das Wort. Und dann, wenn du dort verstehen, Herr, dann will ich mir mein Leben geben, und ich will die deinen für eben ein von meinem Leben. Was du Gott da kriegt, was ich noch frage, sehr einfach. Gott, wie ich Abstand von meinen Knien, ich glaube, zweite Nacht, Juli, den 26. an der 8. da wüsste ich meine Sünden schon vergeben. Gott gibt mir einen Hunger und Durst, und von da an, dann ich meine Frau, ich war nicht Zeugnis mitteilen, wo Gott rät uns alle bei für dieselbe Zeit.
En Gott sein Wort, die Bibel, wie so es wandert, in nie het Buch, wie ich noch nie nicht gelesen habe. Vers für Vers, der Gott mir offenbaren. Weil die Geschwister da wären, es ist ich Gott so dankbar, dass sein Wort wisst uns, wo wir keine Ware geboren waren. Dass die Staub, bei der ich Menschen vertrauen, ich muss Menschen beobachten, die was sehen, was sie Christen wären, was der Christen wären, und sie wissen dort wieder, ich beobachte ihn, und dann prüft ich dort mit der Bibel. Ich, in Fact, meine Freude dachte von einer Stadt, wie wir in der einzigen zwei, was da wirklich Ware geboren wären von allen Menschen. Das ist interessant. Aber wir wollen an die wir mehr Menschen, was da kriegt sie leben deuten. Aber was ich brauche zu sagen, die Schwester, dass ich kann nicht sehr genug sagen, wo wichtig die Bibel ist. Meine Frage ist von der, warum ist das, dass da so viele Menschen sind, so viele verschiedene Glauben sind, wenn wir da ein in der selbe Bibel haben? Warum ist das, dass von der Tag viele Kirchen gehen zwei? Viele Kirchen, die gehen zwei, die gehen besiedeln die Linie und gehen irgendwas, was der meist nicht, was ich mich wundern muss, was das möglich ist, dass die Menschen was da gehen. Weil die von der Tag haben wir Menschen, die sagen, dass du jetzt keine Heil. Die predigen die Bibel, die haben die Bibel abwiesen, haben Vers für Vers sagen, aber die sagen, ein leibender Gott wird niemals nicht Menschen für eine ewige Heil dann. Weil ich kann angehen und angehen, ich will das nicht. Aber wir können sein, dass zum Wundern, was Menschen lernen können, sind immer Menschen, die leben dort und die gehen dort noch. Ich will für dir ganz einfach mal wiesen an Reimer, an den Reimerbuch, bloß gewisse Verse lesen, gewisse Part von Reimer wiesen, und bloß wiesen, wo einfach Gott sein Wort zu verstehen ist. Ich habe keine Punkte, bitte zu sagen, das sind zwei Dinge, was sehr wichtig ist. Eins ist, wie man einmal Ware geboren sind, wie man das weiten, dass wir gerät sind. Zweitens, wenn wir gerät sind, wie man weiten, wo wir von dort wohnen dann. Weil die viele Menschen, die waren gerät, und die von dort, dann wieder mit Worten proben, ab irgends ein Gesetz, verschiedene Wege proben, das ewige Leben zu holen oder so wieder, und weil meist nicht, wo sie können wiederkommen und sein durch ihr Leben defeated oder, wo soll ich sagen, anleglich in ihr Leben. Wollten nicht, wo sie über den Sinn können kämpfen, wo sie können frei sein, nicht mal bloß von der Schuld von der Sinn, aber auch frei von der Sklaverei von der Sinn. Und ich will von der Hand, dass wir gewisse Verse lesen im Neuen Testament, in Römerbrief, seine Botschaft. Wie es Gott zu den Israeliten das Gesetz geben, die hier sagen, was sie sollen tun, das ist interessant, ich wollte bloß aufmerksam machen. Er sagt, das, was ich von der gesagt habe, sagt er, das soll die Kinder anschaffen. Sagt er, weil die Samariens wollen die abstoßen, dann soll die davon reden. Ab Merach soll die davon reden, weil die Wachgrund, dann soll die davon reden. So oben, wenn die Getollein, dann dort er abschaffen, dass die das nicht vergeten tun. Dann geht er wieder, dann sagt er, dort geht dort hier am Stirn anhängen. Dort hat die eine rechte Hand handschreiben und so wieder, ein Sadel abschreiben. Dort hat die deren gerechte, weil die dann kommen und rückkommen, dass die dort da wollen sein. Nicht mal bloß dort, sagt er, weil die so ein Ärmer wohnen, dort bitte der Staat, sagt er, dort eine Plot abstellen, so, weil die an der Staat dann kommen. Er sagt nicht Ärmer, aber er sagt, weil die an der Staat, dort bitte der Staat handschreiben, so, dass die dort immer vergehende Ohren sind. Je Schwester, dort ist korrekt, der Ursache, was ich glaube, woran, wie Mennoniten, unsere Mennoniten sind wachgekommen von Gottes Wort. Woran unsere Mennoniten, als Mennonitenvolk erst so deep in den Sinn dann gesunken. Wie sie sind wachgekommen von Gottes Wort. Die haben Gottes Wort, aber sie weiter nicht, was an Gottes Wort bannen ist. Warum modern noch Reimer? Und wir wollen sein, wo einfach der Apostel Paulus dort hier sagt. Und ich möchte hier sagen, ich persönlich, ich glaube, dass die Bibel, die sagt, was der meint. Und der meint,
was er sagt. Gott sagt uns, was er meint, und er meint, was er sagt. Was meint ich damit zu sagen? Was ich meint zu sagen ist, wenn wir die Bibel lesen dann, in der Bibel was sagen das was Gott meint. Wenn, zum Beispiel, wenn Johannes wenn Jesus sagt, in Johannes 3, 16, also hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, so dass all die, was an ihm glauben, dann nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Weil ich glaube, das was das meint. Amen? Aber wie dann sagen wir, wenn wir den Vers lesen, dann die meisten Menschen sagen, Ober. Da ist kein Ober nicht da, hier auch nicht. In fact, Vers 17, Vers 18 redet noch mehr davon. Und ich wollte nicht lesen, aber das sagt, wer nicht leben, der ist verdammt. Der ist auch verdammt. Aber wer glauben, der hat das ewige Leben. Weil Gott hat die Welt so gelebt. Und das ist wirklich eine Leben, was du bloß meist nicht verstehen kann. Aber so eine Leben, was da unconditional ist, da sind keine Bedingungen nicht. Ja. So dass, wenn irgendwer an Jesus glauben wird, dass er nicht verloren wird, aber dass er das ewige Leben hat. Nicht noch mal was kriegen, dass er ewige Leben hat. Niemand will bloß weiten, was meint das Leben. In der Bibel, der wisst also, was das Leben ist. Nicht, wir wollen, was etliche Versen lesen, was das sein wird. Weil wir mal zum Beispiel nehmen, oder bloß mal sagen, erstlich, was ist denn Mensch sein Tauschstand? Paulus redet davon, ich will bloß etliche Versen in Römer nehmen, Römer Kapitel 5, dort mal noch Kapitel 5 drehen, und please, weil wir eine Bibel mit haben, und die sollen mit haben, dort die Hand drehen, und dann dort mitlesen, dass die weiten, dass Bonmann, die sagt nicht, was die Bibel nicht sagen hat. Gleich noch was zu sagen, dass, Geschwister, ich glaube, wenn wir bloß den Römerbrief haben, nicht anders von Gott sein Wort haben, bloß den Römerbrief, da würden wir all kennen, wer wir sind, wo wir herkommen, und dass wir ganz und gar verloren sind, und auch wer Gott ist, alles, was uns fehlen wird, was als Tauschstand ist von Geburt, dass wir in Sinn versunken sind, und wir würden sein, wo Gott hat uns rückgeraten sind, wo wir leben können, und wo die Zukunft wird haben, alles all an der Reimer bleibt. Amen? Weil wir da einen Reimer studieren, and small group, and it's sehr interessant. By the way, but wie lange habe ich mit dieser Botschaft? Ich habe hier interferiert. But half out. Okay. Wollen wir mal ein paar Verse lesen aus Kapitel 5, Vers 12. Und weil ihr die Bibel haben, das sind gewisse Dinge, was ich glaube, die Bibel hat nicht ganz recht übersagt. Zum Beispiel, Gott ist den Menschen so gut, das soll sein, Gott leitet den Menschen so wieder. Aber was ich gleiche von dieser Bibel ist, die Timers, was er da geschrieben hat. Zum Beispiel, weil in Kapitel 5, kijken, dat eerste vers, dat zegt, onze hoopning staat op dat God ons koud is. Onze hoopning staat op God zijn leven en andere wereld. Onze hoopning staat op den grond dat God ons leven deed. En dat is hoe Paulus daarvan reden deed. En goed, nou, waar we naar vers 12 gaan, dan zegt het, dat Adam dood, dat Christus levendig. So, wenn wir dort sein, den Teil da sein, da weit wir dort, das ist, wo Paulus davon reden wird. Weil man sein Wort sagt, dann Vers 12 sagt, so aus durch einen Mensch der Sinn an der Welt kommt, und durch den Sinn der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreut, wie sie alle sind. Was das hier bei was du nicht zu verstehen hat, Freund. In die Schwestern. Ich glaube, das Vers, das sagt in Gelautelbahn. Aber ich weil wir noch ein Vers lesen, Vers 17, in den selben Kapitel, was das wieder bestätigt wird. Das redet davon, was uns Tauschstand ist von Natur. Der selbe Kapitel 4, Vers 17. Der sagt, durch Adam seine eine Sinn
herrschte dort über allem. Ich würde das door Punkt, und ich würde das door besloten für nu. Dort mal noch Römer Kapitel 3, Vers 23 dran, bloß eine Blatt 3. 3 Vers 23, das sagt, aber nu ist, Vers 23, pardon me. Da ist kein Unterschied. Alle Mann haben gesündigt und kommt dort echt zu kalt, was heilig Gott sein soll. 3 Versen hier wiesen uns, was Paulus sagt, das von uns Zustand, wo von Natur ist. Was ist das? Das ist nicht sehr gut. Das sagt, so aus, dass einen Mensch, der sind an der Welt dann kommt, und dann wurde er wieder verdreht. Aber da wisst das, diese 3 Versen, die wiesen uns, wo uns Zustand ist. Da wiesen bloß ein Sinn versunken. Also das ist kein Zweifel an. Und ein Ding, was ich sage von uns Mennoniten, der meiste von den Mennoniten, der hat nicht ein sehr großes Problem mit zu verstehen, dass sie verlorene Sünder sind. In fact, die meisten Menschen, die leben, dass sie Sünder, die weiten, dass sie Sünder sind, sie weiten bloß nicht, wo sie durch können kommen. Das ist das Problem. Aber diese Verse wiesen uns, was uns Zustand ist von Natur. Wollen wir mal 3 gehen und sein, nach ein Blatt 3, noch Kapitel 3, Vers 19 bis 26 lesen. Und bitte dort in Denk holen, dass Gott sagt, was meint, was sagt. Und was dort hier sagt, das ist ganz gut zu vertrauen. Gerecht durch den Glauben. Und hier redet davon, dass wir gerecht wollen durch den Glauben, weil ihr noch Kapitel 3, Vers 21 dran, das sagt, Gott hat uns gerecht gemerkt durch den Glauben. Und das, was wir alle wollen weiten, wo sind wir gerecht gemerkt? Wir müssen gerecht stehen vor Gott. Weil wir Vers 19 anfangen zu lesen, dann durch 26. Nicht dürft dort bloß lesen und die dürfen bloß horchen und bleiben dort und dann können wir Amen sagen und dann können wir abhören. Aber weil wir kein bisschen davon sein. Wie ich das lesen, da möchte ich noch weiter betonen, weil ich fertig betonen da. Weißt ihr, wenn wir in die Kirche kommen, dann, das wichtig ist, dass wir erwarten und dass wir eine gute Botschaft kriegen. Aber weißt ihr, Schwester, wenn dort alles ist, was wir an der ganzen Weg kriegen, die Botschaft von, ich sag, wir gewandt an Kirche von kommen dann, da war Mama gesagt, merk, sag ja, dass ich wollte über 20 Minuten gehen. So, da hat so viel ordentlich ab. So, ich muss sehr pinig reden, dann kriege ich sehr wenig gesagt. Ich habe all Bodentrubel mit einmal zu lang sein, sagt mir in der Früh. So, ich habe ein großes Problem dann. Aber eben, weil wir 44 Minuten haben, wenn dort alles ist, was wir kriegen, und dann ist es dann wird wir noch hungern. Weißt ihr, ich glaube, das soll uns soll uns bloß Appetit geben, und wissen, wie wichtig das ist, dass wir durch Werk Gott sein Wort studieren und dann dort anwenden an unser Leben. Okay, nu, Vers 19 in Kapitel 3. Wir weiten dort Wort dort gesagt zu sein haft, sagt dort zu die, der Unge dort gesagt sind, so dort keiner jeden anreden kann. Und die ganze Welt seinen Macht, dort sei für Gott verantwortlich sein. Das wird das gesagt steht, Vers 20. Wie es der Gesetzesworten, wird kein Mensch für Gott gerecht worden. Wie es dadurch ist, bloß zu sein, was Sinn wirklich ist. Ich mag mich staunen, weil die viele von unseren Mennoniten, wir haben hier around viele Kirchen, was sich Christen an, was sich evangelische Kirchen an, und alle, ich kann viele Kirchen. Wenn es kommen wird um das Heilige Christus, dass wir durch Gnade gerettet worden, da stammen viele Menschen allmächtig. Ich sehe Gott Dank dafür, dass Menschen uns dort vor dich haben. Aber von da an, dann gehen wir sie gleich. Dann sagen wir, da sind noch alle solchen Dinge, was wir doch tun, weißt du, wenn du da nicht hast, dann bist du nicht ein von uns. Dann ist das noch nicht genug. Paulus sagt hier, wie weiten, dort waren dort gesagt zu sein,
sagt er zu die, der angerat gesagt sind, so dass keiner jeden anreden kann, in die ganze Welt seine Macht, dass sie für Gott verantwortlich sind. Wat je dat gesagt, sagt Paulus, dass er uns bloß wiesen, wo sinnvoll wir sind. Das ist alles, was das Gesetz gegeben ist. Die Israeliten hatten keine Probleme, als wir hatten. Die leben das Gesetz, da muss man durch das Gesetz holen, wo sie können gerecht werden. Und ever sei wir dort, wo Paulus sagt, wiesen hat, das Gesetz ist bloß zum Wiesen, wo andere wir sind, wo sinnvoll wir wirklich sind. Das Gesetz nimmt uns da, dass wir mal auf unsere Knie gehen und dass wir mal utschreien noch Gott und noch seine Gnade und annehmen dann und dass wir dort mal ganz ans Schenken lassen. Wie wollen das sein hier, Team, was hier wieder? Vers 21. Und warte, ich will, wir wollen aufmerksam sein, was sein Wort sein, nicht wo ich das erklären darf. Aber nur als Gott, Vers 21, das ist ein Wort ober. Weil das sehr wichtig, weil wir die Bibel lesen dann, dass wir immer jeder Wort, und das ist was ich lehre, probiere zu lernen, und ich lehre alle Tag da an. Jeder Wort, was die Bibel sagt, das ist sehr wichtig. Und hier sagt der Ober. Was meint der Ober? Jemand sagt, seht mal, ich wünsche der Ober, dass wir mal begraft. Aber dann wünsche ich, dass dort nicht verkommen. Und der Ober hat eine sehr große Bedeutung. Paulus hat kurz was gesagt, von der Gesetz, und dann sagt der Ober, na was ist der wieder dann, sagt er, Ober, nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit für Dach gekommen, ohne das Gesetz, wann noch das Gesetz selbst und die Propheten allein, all davon reden. Dort ist Gott seine Gerechtigkeit, der all gegeben hat, der an Jesus Christus gelegen. Tja, seinen hier, sagt das Gesetz, wir all, dort als Gott seine Gerechtigkeit, der all gegeben hat, der an Jesus, das Gott seine Gerechtigkeit, der all gegeben hat, der an Jesus gelegen. Nu sagt man, wer ist hier ausgeschlossen? Wenn ein Mensch will gerecht worden von seinen Sünden, jetzt einer von unseren Mennoniten, jetzt ein anderer Mensch in der Welt, das hat alles zu tun mit jeder einzelnen Person. Was hat das zu tun da? Was hat die Person da mit zu tun? Hört mal her. Dort ist Gott seine Gerechtigkeit, der all gegeben hat. Das ist nicht einer ausgeschlossen. Der all gegeben hat, der an Jesus Christus gelegen. Vers 23, da ist kein Unterschied. Allemal hat gesündigt, kommt daran zu kort, was ich gerade senden soll. Und dann, das sagt, was ich gerade senden soll, schenkt Gott an durch die Reichforderung aus Gnaden, durch die Rettung, die an Christus Jesus ist. Diese Vers ist ein klein bisschen anders geschrieben in der Hochdeutsche Bibel, Vers 23. Das sagt hier, allemal hat gesündigt und kommt daran zu kort, was ich gerade senden soll. Da merkt die Deutsche Bibel einen Punkt. Und dann sagt er, Gott, und dann sagt er es nicht, Gott schenkt an der Gerechtigkeit und Gnaden durch die Rettung, die an Christus Jesus ist. Gott hat uns das schenken. Und hört mal den nächsten Vers, die geht noch wieder. Den hat Gott rückgewählt als ein Gnadenstone, wo durch Christus sein Blut Vergebung für unsere Sünden zu haben ist, wann wir an Christus leben. Wann wir an Christus leben. Weißt du, ihr Schwester hat an mich überzeugt, des Morgens, es gab Stunden, habe eine E-Mail von ein paar Lied, jemand paar Lied, heute doch mal war, der war nur Olivia vor, ich habe die, lebe ich hier, ich habe sie erst Zeugnis, da hat er ausgeschrieben. Dachte, ich höre das hier mit mir. Schrieben sie, wo sie zum Glauben gekommen sind. Ups, wollte das hier nicht haben. Weißt du,
ich sage, wo immer Menschen sind, die sichern auf Gott, dürfen gar nicht mal in die Kirche sein. Die dürfen bloß einmal da kommen, dass sie sein und dass sie verloren sind, und dann schrien auf Gott, fangen an, die Bibel zu lesen, weil die das ein ganz kleinen Stutz, wie dann sind die Menschen Klarheit. Da weiß sie, dass Gott sich bezeigen, dass Gott sich offenbaren, und dann wisst er uns, was wir zu tun haben. Und so sagt er jetzt wieder. Wollen wir Vers 25, Vers 26 lesen. Das soll nu beweisen, dass Gott gerecht ist, und dass die gerecht merkt, die an Christus glauben. Ich was staunen, wo mal Paulus hier sei, reden dat von Glauben. Aber wichtig das zu glauben. Wenn wir würden kicken, nur Abraham, zum Beispiel an Kapitel 4, wo Abraham gerecht, wo das reden von Abraham seine Gerechtigkeit, der ich glauben, dann sagen wir da, ich glaube, es sind 13 Mal, oder 14 Mal, was das sagen, dass Abraham wird gerecht, durch seinen Glauben wird er gerecht. Was meint das Glauben? Was meint das wirklich Glauben? Ich glaube, was morgen schneien, oder was wir miteinander sagen, ich glaube, oder ich hoffe, dass was morgen schneien, was wir miteinander im Sommer sein, die Hoffnung wird nicht, ist nicht so viel Hoffnung fair. Aber die Bibel redet von den Glauben, in fact, der Katechismus sagt, es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht, auf das man hofft, und der nicht zweifeln an dem, das man nicht sieht. Dort ist eine Hoffnung, und dort ist ein Glauben. Eine Hoffnung, zu weiten, ohne Zweifel, dass wir dort kriegen, was Gott sagen wird. Habe viel Trouble mit das zu verstehen kann. Wollen wir mal gehen nach Kapitel 6. Wollen wir erst mal gehen nach Kapitel 8. Da ist ein Problem. Das ist eine Ursache, wo wir Menschen nicht verstehen können. Kapitel 8, da wisst ihr das dort. Heute wie ich groß zum Glauben wir, da wir mir das Heil an Christus so klar. Ich komme von der Arbeit nach Hause und ich sehe Anita einmal an dem Prediger vor und sagen, wo er sich bekehren kann. Dort wäre interessant. Ich dachte, wusste ich dort, wir kriegt Gott nicht bekehrt, es sei nicht bekehrt, wie Batan. Because ich glaube hauptsächlich dasselbe Ding. Wenn als hier von der, ich glaube dasselbe hier, dass wir das nicht können erweitern. Aber Gott sei Dank hat dir nicht alleine bekehrt bei ansehen und kann er bleiben. Und er stammt mit mir, dass der Prediger sich muss bekehren. Ich fuhr nur den Prediger und ich sagte, kick mal. Ich weiß den Namen nicht sagen. Ich sagte, kick mal her. Die Bibel sagt, wir können das weiten. Ich sagte, du und ich haben, glauben das immer, wir können das nicht weiten. Und ich sagte, die Bibel, die wisst, sonst wollen wir das gerne weiten. Ich sagte, kick mal, hier sagt die Bibel dort, in Johannes Kapitel, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 12 und 13 und so weiter. Sagt, wer das sehen habt das Leben, wer das sehen nicht habt das Leben nicht. Das hat ihn geschrieben, dass ihr Glauben genommen, dass das Gottes haben, dass ihr weit nicht ihr ewige Leben haben. Oh, sagte, ja, sagte, die Bibel, das sagt dort, aber, was kann wir dort, wir können uns niemand sicher sein. Weil je nach dir, eine ziemlich lange Zeit, war ich mit einmal das Antwort. Der Mensch, der kann dort, was am diestern ist, der kann das nicht wirklich verstehen. In fact, der Vers 13 in 1. Johannes Kapitel 4, der sagt dort, niemals nicht für einen ungläubigen Mensch. Der redet nicht für einen Ungläubigen, das sagt, das habe ich ihnen geschrieben, dass ihr Glauben um das Sohn des Gottes, das sie weiten. Ein anderer wird, ich habe gesagt, das schrieb ich zu sagen, die, was nicht glauben, dann können das nicht weiter. Because sie haben das nicht. Das ist eine Darkfair. Ja, die können das nicht weiter.
En ik wil we maar een paar versen lezen hier in kapitel 8. En Rema. Dan is nu niet meer te verdammen aan die aan Christus Jezus zijn, die niet zo leven als het vlees verlangt, maar zo als de geest dat verlangt. Dat geheimnis hier is de geest. En wel we zijn wat op de zijde van de geest. De geest die door Christus Jezus leven heeft mij door zijn gezet van de zin en den dood zijn gezet vrijgemaakt. Paulus zegt, die geest die door Christus Jezus leven heeft mij door zijn gezet van de zin en van den dood vrijgemaakt. Wat dat gezet niet doen kan, zegt Paulus, wie dat durch das Fleisch geschwächt wird, dat der Gott, hij schickt seinen Sehen in Menschengestalt als ein Opfer für die Sünd und verdammt die Sünd am Fleisch. Wat je maar wieder einmal sein kann, dat du wir nicht was du nicht können tun, Gott, du musst ein Weg haben, wo er die Sünd von dir, mir, in der ganzen Welt, muss über sie schaffen. Er sagt, durch Jesus Christus, hij die Sünd verdammen. Hörst du mal her. Was das gesagt nicht tun kann, wie es dort durch das Fleisch geschwagt wird, dort der Gott, wo er dort? Er schickt seinen Sohn in Menschengestalt als ein Opfer für die Sünd und verdammt die Sünd am Fleisch. Gott sei Dank. Dort het an uns kann vor dich gebracht worden, was das Gesetz verlangt, die wir nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so als das Gesetz, als die Geist das verlangt. Die noch fleischlich sind, und lass mich hier sagen, ich sehe das, da sind hauptsächlich bloß zwei Sorten Menschen in der Kirche. Und ich glaube, da sind von der Samaritans hier bloß zwei Sorten Menschen, zwei Klassen. Da sind so eine Menschen hier bei, was da gerat sind, was da verstanden können, was ich sage, was da kein Zweifel haben, eben Herr, je weiter dass es ihre Sinne schon ist verjährt, je weiter dass je, ohne Zweifel, dass je wollen, wenn der Herr Jesus wird kommen, der wird ihnen Heinrich oder Arm. Dat is de klas wat daar waar geboren is. Maar dat zijn zo'n mensen die vielleicht, ik wens dat we durf niet zijn, maar ik geloof, allgemein is het zo, dat zijn gewisse mensen die ben, wat daar niet zeker zijn. Die weten niet 100% zeker, maar ik die moet vragen, die wil zeggen, die hoopt, die wil gaan round, maar die weet het niet. Also, er zijn twee klassen van mensen. Gläubige en ongläubige. Nu hebben we zijn wat te zeggen dat van wo we stonden en Gott zijn Ohren. Vers 4. Die noch fleischlich sind, beschäftigen sich mit dat zum Fleisch gehört. Die aber den Geist haben. Meine Frau und ich, von der aus, hast du den Heiligen Geist an dir? Entweder du hast oder du hast nicht. Du hast, die Geist Gottes, der sich nicht teilen nicht. Entweder du hast den Geist Gottes oder du hast ihn nicht. Das ist nicht, du weißt, dass du so schlecht bist oder nicht. Das hängt davon auf, was du getan hast mit dem Heiligen Christus, was Gott uns anbieten hat. Das wird Paulus hier verdreht. Vers 6 sagt, wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint dort der Tod. Wer aber den Geist haft, für den meint dort Leben und Frieden. Hast du ewiges Leben von dir? Hast du Frieden mit Gott? Weißt du, dass, was du die Dollar in der kannst du Gott danken und sagen, oh Herr, ich danke dir. Ich frage nicht, ob du all perfekt bist, dass du kein Trouble in dein Leben hast. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, bist du ein Kind Gottes oder bist du nicht ein Kind Gottes? Das hat damit zu tun, wo Gott sein Geist ist. Vers 7 sagt, wer fleischlich gesonnen ist, der ist feindlich gegen Gott. Wie es das Fleisch nicht Gott angetan ist, und auch nicht kann, wann das dort noch will. Einmal verstanden,
Ich habe in meinem Leben, ehe ich mich bekehrt habe, ich allgemein einmal im Jahr, was ich mich vernehmen, dass ich würde, von hier an würde ich ein neuer Mensch sein, dass wir auch Neujahrsabend, Heiligabend zu Neujahr. Dann sage ich, von hier an, wenn der Klock ist 12 ist, von da an, das wird der Johann Bormann, da wird der abhören mit Sendien. Da wo ich nie das Leben haben, weil die Sonne geht noch gar nicht ab, allgemein nicht, dann wüsste ich das all, dass der Bormann wieder nach Kraft, der wollte wie zu Jahr war. Ich hatte einen guten Vernehmen. Aber weißt du, ich weiß, dort kriegst du wieder ans Vernehmen, dort gehen, die Bibel sagt, Paulus sagt, dat vielleicht kann den jetzt nicht ungedaan sein, wann dat ook nog wel. Proef du so, vieles du hast das antworten, du bist das antworten, wann du das geprüft hast. Wann du noch nicht weißt, was das meint, in Kind Gottes zu sein. Dort Menschen vernehmen am Fleisch, und Paulus war, wir würden in 7. Kapitel studieren, das letzte Part davon, da wo wir sehen, was Paulus sagt davon, wo was passieren, wenn der Mensch prüft, an sein am Fleisch Gott gehorsam zu sein. Okay, weil wir gehen in Vers 8. Die noch am Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Aber je sind nicht am Fleisch, je sind am Geist. Wann, hier ist das Wort wahnbarer. Wann Gott sein Geist wirklich an uns wohnt. Nu geht er mit wieder, und dann sagt er nicht, wann der Geist Gottes an uns ist. Er sagt, wann der Geist an uns wohnt. Weil viele Menschen, die haben vielleicht den Geist Gottes, aber dass Jesus Christus wirklich an uns wohnen, was merkt der Unterschied? Weil jeder uns kommt speziell und dann sagt, merkt ihr Tüß. Was meine ich damit? Das meint, an der Bibel und alles, so so stehen lassen. Falls ihr bloß Tüß, solange es im Gott sind. Aber ich habe ein ganz anderes Vergleich. Das war das andere, wenn ich in die Jugend komme und die sagen, merkt ihr Tüß. Ich weiß, wo wir jeder meinen. Alles tags ist am Haus, aber als ein Gast merkt die Tüß, weil die viele von uns dann in Jesus Christus Höchstestaat anladen. Wir haben am Dorbi, wir das noch nicht wohnen in uns. Wenn wir wohnen das in uns, dann sagen wir, Herr, hier sind ich, nimm mein Leben, aber da mit mir, krieg, was du da und was. Da bringt mich noch mein letzter Gedanke da bin. Die Frage ist, das sagt hier, wer den Geist Gottes hat, warum muss ich wiederum verstehen. Und wenn Christus in Jud ist, und der Körper dann auch durch den Sinn dort ist, so lebt der Geist der Gerechtigkeit halben. Aber wenn dem sein Geist in Jud wohnt, der Jesus vom Tod abwirkt, dann wird der Christus Jesus vom Tod abwirkt, jene stoffliche Körper auch weiter zum Leben bringen, durch seinen Geist, der an wohnt. Das ist ein bisschen ein Thema changen an Vers 12. Aber dann ist das nicht so, schöner sind wir, aber nicht am Fleisch, dass wir dann noch leben müssen. Welche Trägung in Vers 6? Das war ich. Dort für den Sinn leben für Christus. Das ist das Thema da eben. Okay, nicht weit für dort. Wenn wir den Geist Gottes haben, dann sind wir sind. Wenn wir den Geist Gottes nicht haben, dann sind wir nicht eine von ihnen. Das ist ganz klar. Und Epheser Kapitel 1, Vers 13, da sagt Paulus, sagt er, so wie das auch mit jünt, wenn's ihr das Evangelium hierden, von jener Radung, wenn's ihr das annehmen, zu jener Erlösung, dann, da Gott jünt mit seinem Heiligen Geist versiegeln. Mit dem Heiligen Geist der Wahrheit. Versiegeln. Vers 14 sagt, das ist der Geist, der bringen für uns, dass wir auch dort wollen kriegen, was Gott uns versprochen hat. So, das ist das vorher gemerkt. Aber was schafft das dann nu, wie dann nach diesen Satz Körper? Weil wir mal Vers 1 anfangen zu lesen, an Kapitel 6. Was soll wir dann sagen? Soll wir beim Sündigen bleiben, dort die Gnade, dort der geraten wird, aber ab keinen Weg. Wo soll wir, da wir für den Sinn dort sind, dort wieder beim Leben? Oder weiß ich nicht, dort wir alle, da wir an Christus Jesus gedeiht sind, an seinen Tod gedeiht sind,
by the way, dat nicht reden von der Watertaufe, dat wir bloß dafür sein, es dort, dat redet von Christus in Deutsch. Vers 4 sagt, wir werden durch den Deipen mit an Taub am Dood begrooft. Dat so als Christus durch den Vater seine Herrlichkeit kann vom Tod abgewehrt worden. Wir können an ein neues Leben wandeln. Wenn wir mit Christus sind, an eint geworden durch seinen Tod, als er auf sich nahm, wo wir sicher auch eint mit einem Taub am Abstoßen vom Tod sind. Wir weiten dort uns alle Menschen mit einem zum Taub gekreuzigt ist, so dass es mit unseren sündigen Körper ein hat und wir sind nicht mehr deinen. Dass wir sind nicht mehr deinen. Wenn's wer gestorben ist frei von Sinn. Wenn wir nur mit Christus gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit ihm leben wollen. Wenn's wir weiter mit Christus vom Tod abgestoßen nicht weiter gestorben wird, der Tod kann nicht länger über ihm herrschen. Den Tod, den er starb, hat er mal einmal gelitten. Und damit ist er von der Sinn los. Das Leben aber, das er nun lebt er für Gott. Gerade so, und hier wisst ihr, was ich dann habe. Pass auf. Gerade so halt ihr dafür, dass ihr für den Sinn dort sein, aber an Christus Jesus lebendig. Und lebendig für Gott. Weißt du, ich glaube, das ist sehr wichtig, ja. Dass wir verstehen, wer wir sind in Christus. Dass wir sind nicht da, was wir verken ans Verstellen, da, was wir glauben. Wir sagen, oh, ich sag mal, der arme Lappert, you know. Weil ich dann noch Praxis Paulus sagt, in Kapitel 7 sagt, was ich, mocht down, das ich nicht, was ich das mocht ich nicht down, und so weiter. Paulus für Praxis, der hat bloß kein Sieg in seinem Leben. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass wenn wir wahre geboren sind, dann sehen wir ein von seinen, in anderen Fall sagt er, gerade so, halt ihr dafür, dass ihr die Sinn dort, zu der Sinn dort sind, aber in Christus Jesus lebendig für Gott. Für die nächsten paar Minuten, weil wir noch ein paar Verse lesen, und dann will ich ein klein bisschen erklären. Da wir in Lot der Sinn, Vers 12, da wir in Lot der Sinn nicht in jenen stofflichen Körper herrschen. Aber sehr wichtig, dass wir jeder Wort verstehen, dann was er sagt. Er sagt, Leute sind nicht herrschen in den Körper. Wo wir nicht Anfechtungen haben, wo wir nicht angegriffen worden, wenn die Nobe, die mit einmal, oder die Früh, die mit einmal Bett von der Seite irgendwas, da kommt er dann nicht ein bisschen eine Tür nach nahen oder so wieder. Oder so wie bloß ganz handgegeben, so wie wurden gleichen zusammen. Einmal Türstone, weißt du hast einmal die Natur erst danach. Er sagt, Leute nicht herrschen in ihrem Leben. Wie wir sind gestorben, das sind halt dafür. Dort einmal verstehen können, wer ich sein an Jesus Christus. Ich darf nicht ins Glauben mehr sein zu der Sinn. Dort je nicht dauermaten, wo nur der Sinn gelassen hat. Leute sind keine Gliederbrocken, die Angerechtigkeit zu deinen. Je könnt lieber Gott haben, als Sonne, die vom Tod zum Leben gekommen sind, und Leute jene Gliederbrocken, die Gerechtigkeit zu deinen. Aber bei Römer Kapitel 2, Vers 1 würden lesen, da wird wir sein, da hat er, lob mir der bloß geschwind lesen. Römer Kapitel 12, Vers 1, da sagt der Apostel Paulus, das sagt, Brüder, wie Gott so viel genau in Mitleid an Jünt bewiesen hat, ermahnt Jünt auch jene Körper Gott zu geben als ein heiliges, lebendiges Opfer, das Gott annehmen kann. Lot jün jährliche Gottesdienst sein. Was sagt er? Durch jene Körper Gott ein heiliges, lebendiges Opfer geben. Jemand sagt,
als ich kurz bekehrt, dann sagte er, also nicht sagen, ich habe bereit für Christus zu sterben. Meine Frage ist dann, was du bereit für Christus zu leben? Das ist ein Ding für Christus sterben und hier weggehen, aber das andere Ding, an uns dagtägliche Leben, ein lebendiges Opfer sein für den Herrn Jesus. Nicht zu sterben, aber lebendiges Opfer sein für den Herrn Jesus. Er sagt, in Vers 4, Kapitel 6, der Sinn soll nicht über Gott herrschen können, wie es je sind, nicht unter das Gesetz, aber unter die Gnade. Hier war ein klein bisschen von reden, wo do we dort, how do we apply the gospel where the rubber meets the road? Kan je verstaan, ja? An ons dergelijke Leben. Wenn ich jetzt fragen würde von der, hast du in deinem Leben sicher in alle Areas von deinem Leben? Was würdest du mir sagen? Das kann ich sagen nicht. Ich wollte bloß von mir selbst. Lass mich ein klein bisschen sagen von meinem eigenen Leben, was Gott anfängt zu schaffen in meinem Leben. Was ich seit mir bekehrt, Gott hat zwei Dinge. Eins, dass er weiß mir, wo ich von einmal Frieden haben mit Gott. Das wäre Nummer eins in meinem Leben. Aber was ich zu der selbst getan hat, Gott, Fußwiesen, ein großes Ding, was in meinem Leben anreicht wird. Eins wäre meine Zunge. Wenn ich bei der Arbeit werde, werde ich ein Mann. Und wenn ich tschüss werde, werde ich ein anderer Mann, weil da bin meine Früher meine Kinder. Da habe ich eine andere Vokabular, eine andere Sprache. Bis ich in der Werklote, bis ich 3 Uhr Arbeit ging, dann wollte ich ich konnte meistens Englisch reden machen. Because about 90%, about 10% von meinem Vocabulary, wir weggefallen. Weil das Gott Fußwiesen in meinem Leben. Und da muss ich lernen, dass ich nicht mehr anders reden. Das wir entliegt, Jesus, Paulus sagt, dort die Glieder nicht mehr von den Feind lassen zu den Sinn, aber dort die lassen von Gott. Das wir meine Tongue, das wie eindenken. Und ich bin so voll, und ich freue mich, dass der Herr mich Kraft gibt dazu. Ich wollte bloß noch ein Ding sagen, bloß ein von den hunderten Dingen, was gerade in meinem Leben noch einmal da. Ich bin ein sehr guter Schmecker. Ich bin sehr schmecken. Ein paar halb Tag und so wieder schmecken. Und Gott hat das nicht kurz wegwaschen, wie es mich bekehrt. Ich wusste, dass wir anreicht, aber ich hält das an. Da werden so viele Dinge, wo Gott mit handeln. Und for some reason, ich hält das an. Viele Menschen sind von Tag an losgefahren. Ich will in der Fabrik, ich dort die Bibel lesen. Jede Minute, was ich habe, lasse ich die Bibel. Ich fange an mit der Bibel lesen. Ich habe eine kleine Bibel gekauft, schnappte die Fipp, und hingen Fipp dort. Menschen, die sollen sein, und hingen beim Boiler Room, verstürke ich mir, und dann lasse ich die Bibel, so lang, weil ich bei Römer Kapitel 1, Vers 18 kam, wo Paulus sagt, ich schäme mich, das Evangelium von Christen nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Und wenn ich rede von das Wort anwenden, das was ich lerne, und hier sagt ich, habe ich mich verstärken, ich sage, Gott, vergib mich. Ich stehe auf und dann gehe ich dorthin, wo ich schaffen habe. Und lese die Bibel da. Und ich lasse die Bibel da und es schmeckt, so dass ich mäßig sein kann verrührt. Und mit einmal dann, es war die Gastkarte sagen, zu mir, das schafft ihr, das passt hier nicht auf, diese beiden Dinge. Aber da wurde ich geschwind, möchte ich mir die Bibel tun, und schwind schmecke ich, je weiter, weil ich sehr bosig sind, die Welle was tun, schwind gut und anrechnen, ich das zu sehen, und dann lasse ich. Und dann, der Gast sozusagen zu mir, weil diese beiden Dinge nicht hübsch passen, dann ist der doch sure, was man anreicht. Dat wist ik al. Ik kwam naar huis en dat werd de dag waar ik zei te niet, ik ging eraan met dash en had me aan die puff. Ik ging eraan en dat was een schrijkelijk zwaar. Convicted. Ik zei hier, dat is de eerste, ik zie wel uitmerken, ik zei, dit is het laatste wat ik in mijn leven was maken. En dat is wat het weer. December den 5. So, je was een maand danach, wat ik daar met plaatste. Maar dat is wat de Bijbel dat is wat Paulus meinte. Sagte, nicht dat jullie Glieder nicht mehr zu den Sinn geben. Nicht dat jullie Glieder Gott geben. Weet je, en ik leid dat ja zu staat met jeder denkt in ons leven.
wenn wir das verstehen können, wenn wir die Bibel lesen, Gott sagt, dass unsere Glieder sind nun nicht mehr unsere Glieder zum einen Sinn zu leben. Dann, wenn wir einen Sinn leben, dann sollen wir sagen, okay, Herr, hilf mir, wies mir dort, hilf mir, sich du Eva. Zum Beispiel, wenn meine Uhren werden was sein, in meiner Hand viel Trouble damit, viele meiner Hand Trouble damit, viele christliche meiner Hand Trouble damit. Noch einmal gewisse Dinge sein, ob das on Internet ist, oder ob das on Weg ist, irgendwas, wenn sie Uhren noch mal Trouble haben, weil Gott kann uns sich geben. Wir stehen in der Tau, dass dort ein Problem ist, dass uns raufrichtet, in den Sinnen, wir sagen, Gott, hilf mir gerade, und wir drehen unsere Uhren davon weg, und wir kriegen sich in das schafft. Das schafft mit jeder Ding in uns Leben so dort. Aber wenn wir damit spielen dann schafft das nicht. Ich persönlich muss sagen, dass really geistliche, christliche Leben fängt man dort an, als ein sicherliches Leben und zu wachsen in uns christliches Leben. Dort fängt eigentlich, dass ja damals ab, weil wir lernen, dass wir in alle Dinge können sich haben. Ob das Hot ist in uns Leben, Anger in uns Leben, irgendwas, was immer das ist. Und das schafft, ich weiß, das schafft. Ich habe 44 Jahre, habe ich dort geprüft. Und wenn ich zurückkicke, kann ich einmal sagen, ich glaube, dass in der letzten Zeit, letzte 7 Jahre, viel mehr wiedergegangen als vor dem in meinem Leben. Ich würde Ihnen graute Geschichten vertellen davon. Aber ich muss bloß zum Schluss sagen, ich kann nicht sagen genug. Dieter sagt das Tiet, das ja. Ich kann nicht sagen genug betonen, die Wichtigkeit von Gottes Wort zu brauchen. Worum wollen wir dort, was wollen wir dort in Bolivia? Worum ist uns dort so am Hort, dass wir wollen, die Menschen in Bolivia daheim fahren, Nobe für Nobe, die Bibel bringen und die Audio-Bibel. Ich weiß nicht, alle Menschen wollen das annehmen. Aber wir beten dafür, dass Gott wird Menschen das Hort aufmachen, dass sie wollen anfangen, die Bibel zu lesen. Viele tun noch. Aber die meisten tun noch nicht. So, mag Gott sein Wort segnen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für dein Wort. Ich bete Gott, dass du uns dein Wort machst, groß machen. Herr, möchten wir lernen, dein Wort zu verstehen, musst du uns den Hunger darstellen, dein Wort zu lesen, zu verstehen und anzuwenden in unser Leben. Ich bete für jedem einen hier, in Jesus' Namen. Amen.